Guten Morgen, Reisefreunde! Ja, vielleicht die ein oder anderen, die wissen, warum ich heute Morgen den Schlüssel in die Hand nehme und die erste Strecke fahre. Falls nicht, dann habt ihr das letzte Video nicht gesehen, wie wir durch die Ukraine gefahren sind. Und das solltet ihr auf jeden Fall erstmal angucken. Hier oben jetzt für euch. Für uns geht es jetzt weiter den zweiten Tag durchs Land. Wir waren ja erst schon in der Stadt, in Lemberg, und nun den zweiten Tag hier durch die Waldkarpaten. Steht ein weiterer Mittelpunkt an, aber mehr verrate ich noch gar nicht. Kommt einfach mit, steigt ein und reist mit uns mit durch die Ukraine. Und weil aller guter Dinge 3 sind, sind wir jetzt also am dritten geografischen Mittelpunkt von Europa. Wir haben uns im Vorfeld schon überlegt, wenn man jetzt die 3 Punkte verbinden würde, dann gäbe es ja eine Schnittstelle in der Mitte. Wäre das dann wohl die am wirklich korrektesten geografische Mitte Europas? Da steht's. Offiziell. So offiziell wie an den 2 letzten Punkten auch schon. Wir gehen mal schauen. Gemäß Koordinaten ist dieses Gebilde hier hinter uns der exakte Punkt vom Mittelpunkt von Europa aus ukrainischer Sicht. Die sind so cool, diese Fahrzeuge hier immer. Es ist auch so, dass die Westkarpaten, die zählen so, oder sagen sie halt zumindest, das ist sozusagen die Mitte von Europa. Und die Karpaten selber in der Ukraine, das ist dann tatsächlich auch der touristische Mittelpunkt. Also hier dreht sich alles, was den Tourismus angeht, ab. Es gibt einerseits Wandern, andererseits aber auch diverse Skigebiete. Und was uns ja in Lemberg, also in Lviv, schon erzählt wurde, ist die Straßen. Immer wenn wir gute Straßen haben, dann sind wir in der Nähe von Stadien, die zur EM oder EM, die gemeinsam in Polen ausgeführt wurde, führen, oder? Und immer wenn die Straßen schlecht sind, dann weißt du, du bist weit weg von dem Stadion. Und was hat es natürlich auch wieder hier? Touristen- oder Souvenirstände mit Fellen und allerlei Schuhen und Wollsocken. Sehr wichtig, Wollsocken. Und Steinpilzen. Wir sind jetzt hier in diesem Areal noch ein bisschen rumgelaufen. Da haben wir irgendwann diese Säule hier gesehen mit den Schildern, mit den Wegweisern, was noch wie weit entfernt ist. Und jetzt haben wir auch hier diese Informationstafel gesehen. Und jetzt weiß ich auch, auf welcher Grundlage, dass sie sagen, hier ist der Mittelpunkt von Europa. Denn sie haben einfach den Höhengrad und den Längengrad. Höhen- und Breiten. Den Höhen- und Breitengrad genommen. Von den entferntesten Punkten und zusammengeführt. Und zack, kommt das hier hin. Und das basiert auf den Berechnungen vom österreichisch-ungarischen Reich, das vom Jahr 1887. Wir kommen nicht näher ran. Nein, bisschen viel Gestrüpp hier. Natürlich haben wir die Gelegenheit gerade auch noch genutzt und sind hier in das ansässige Restaurant gegangen. Ja, das mit der Karte, das war ein bisschen schwierig, weil die ist rein auf Russisch. Und als wir dann nach einer englischen gefragt haben, meinte sie so, ja, sie kam dann mit einer zurück. Ich glaube, sie hat eine einzige Karte, die auf Englisch ist, und die hat auch vom Umfang her nicht mal die Hälfte drauf. Aber wir haben was gefunden und wir haben schon ordentlich gekostet und es ist echt lecker. Mal schauen, wie viel das Ganze dann auch kostet zum Schluss.
So, wir konnten uns verständlich machen, dass wir bezahlen wollten. Was wir bezahlt haben, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen, wie viel wir bezahlt haben. Und zwar sind das 131 ukrainische Taler. Wir schreiben die Währung, die korrekte, unten hin. Ja, mit einem Wechselkurs von 30 sind das 4 Franken 30. Euro schreiben wir auch mal noch unten hin. Unglaublich, wie günstig das ist, weil ja, war ja doch noch mit Fleisch, dort ist ja auch noch Fleisch und alles mögliche. Getränke. Genau. Man kann überall mit Kreditkarte bezahlen. Das ist sehr auffallend und da funktioniert unsere Visa auch immer anstandslos. Wir haben aber auch immer Bargeld dabei und Münzen gibt es nicht. Nee. Ist einfach zu wenig wert. Es gibt aber bis runter auf Einernoten. Vielleicht im Auto machen wir mal noch kurz eine Auslage und zeigen euch ein bisschen vom Geld. Und ganz krass, wirklich ganz außergewöhnlich. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Neben uns steht ein Camper. Wir gehen mal schauen. Slowenien. Gestern hatten wir auch schon einen Camper gesehen. Das war Litauen? Von Litauen. Und somit ist das also Camper Nummer 2, den wir hier in der Ukraine sehen, nach zig Stunden Fahrt. Ja, die haben wir jetzt auch wieder vor uns, oder? Ja, jetzt fahren wir 3 Stunden der rumänischen Grenze entlang. Wir sind also schon ganz im Süden der ukrainischen Karpaten. Und ich habe da noch einen Ort rausgesucht, der hat einerseits ganz viele Weinhandlungen, weil die Karpaten, die sind in der Ukraine auch bekannt und die Leute sind natürlich auch wahnsinnig stolz auf den Wein, den sie hier anbauen. Den wollen wir unbedingt noch probieren. Und gleichzeitig ist der Ort auch ein Kurort so ein bisschen. Der soll ganz viele Thermalbäder haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die nächsten 3 Stunden so uns zeigen werden. Ja, aber mal ehrlich, schmerzt schon ein bisschen, nicht über die Grenze zu fahren, oder? Ja, natürlich schmerzt. Da unten ist Rumänien. Ja, schmerzt. Vor allem ist der lustige Friedhof ganz in der Nähe, den haben wir ja noch gar nicht angeschaut. Und natürlich die rumänischen Karpaten, da gibt es auch gemäß Park Vanai zahlreiche Stellplätze, was es hier ja nicht gibt. Aber naja, mal schauen, vielleicht passiert's. Ihr werdet es sehen. Also eigentlich wollte ich ja warten mit etwas in die Kamera sagen, bis die Straße vielleicht mal ein bisschen besser wird, aber das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Wir haben katastrophale Straßenverhältnisse. Ich hoffe nur, Karl hält durch. Ganz, ganz komisch, vielleicht habt ihr es gesehen, die großen Villen, die wir eben passiert haben. Keine Ahnung, warum da auf einmal Reichtum herrscht. Uns erinnert so ein bisschen an eine reiche Roma-Gegend in Rumänien. Wir sind ja auch sozusagen auf der Grenze. Ihr habt auch den Grenzzaun gesehen vorhin. Super bewacht, wirklich extrem. Aber diese Straßen, also momentan wieder ein ganz, ganz dummer Abschnitt unserer Reise. Müsste nicht sein. Daumen drücken. Die ganze Sache heute, die gestaltet sich wieder nicht so einfach, wie wir das gedacht hätten. Ja, erstens mal sind aus 3,5 Stunden keine Ahnung wie viele geworden, weil die Straßen so schlecht waren. Also die sind wirklich unglaublich schlecht. So etwas haben wir nie erlebt, außer in Moldawien. Wir sind ziemlich auf der Fresse, kann man so sagen. Es ist so anstrengend, so heiß. Es gibt keine Ziele, die man irgendwie anfahren könnte. Es gibt keine Straßen dahin. Die Weinhandlung ist nicht da, wo wir gedacht hätten. Das Problem ist ein bisschen, wenn du irgendein Ziel findest. Ich habe halt recherchiert, habe viele deutsche Informationen auch gefunden.
Aber wenn du danach diese Namen in Google suchst, dann findest du nichts, weil Google kennt die Begriffe alle nur unter der kyrillischen Schrift teilweise oder gar nicht. Und das ist echt schwierig, da was Konkretes zu finden. Und bei dieser Weinhandlung muss mir jetzt auch so ein blöder Fehler unterlaufen sein. Wir waren mitten in einem Quartier, nur noch Löcher in der Straße und weit und breit keine Weinhandlung. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 3:45 nach Zeit hier in der Ukraine und wir wissen wirklich momentan was wir machen sollen. Die Grenze zu Ungarn ist relativ nah, die Grenze zur Slowakei ist relativ nah und jetzt müssen wir uns mal besprechen, wie wir das Ganze angehen. Immerhin haben wir Internet, auch wenn nur ganz ein bisschen. Genau. Doch noch was gefunden. Wir haben auf Google, wir hatten dann ja Internet, noch ein bisschen recherchiert und haben da noch einen Campingplatz gefunden, stehen jetzt hier direkt am See. Das sind alles so einzelne Parzellen. Ich glaube aber, wir haben so ziemlich die einzige Parzelle erwischt oder noch mit Tauschen bekommen, auf die wir überhaupt fahren konnten. Weil jede Parzelle hat so ein eigenes kleines Eingangstor und das mag ja super groß genug sein für einen PKW, für ein Auto. Weil die meisten kommen ja hier auch mit Auto hin und zelten dann. Nur für so einen Bus, ja, ist das nicht unbedingt gemacht. Wobei ich muss sagen, es hätte auch noch größere Parzellen gegeben. Die hätten dann aber ja, schnell das Dreifache von dem gekostet, was wir jetzt bezahlt haben. Wir mussten 350 UTA, ich bleibe bei UTA, hinblättern. Und das sind umgerechnet nicht ganz 11 Euro. Wir schreiben es mal unten hin. Ja, nicht ganz günstig. Dafür halt echt auch Infrastruktur mit Tisch, mit ja, aber gehen wir mal runter, Sonnenschirm. Oder? Genau, gehen wir mal kurz schauen. Weil wir jetzt getauscht haben und ja unbedingt diesen Platz wollten, ist der wegen den letzten Besuchern auch noch nicht ganz geräumt. Aber das ist mir eigentlich egal, weil wichtiger war jetzt, dass Karl hier reinkommt. Auf jeden Fall, ihr seht, hier ist ein Tisch, da liegen meine Socken drauf, weil ich habe vorhin gerade die Schuhe ausgezogen, ist so heiß. Sonnenschirm hat es mit so einer wie ein kleiner Bar. Dann gibt es hier eine Grillstelle, wo man einen Topf aufhängen kann. Und unten direkten Zugang zum See, der ist super klar. Und da oben gibt es sogar noch einen kleinen Liegestuhl und wir haben einen Nussbaum hier drin. Vielleicht müssen wir noch ein paar Nüsse sammeln. Was habe ich da? Das heißt, wir sind noch eine Nacht hier in der Ukraine, auf jeden Fall. Und morgen, ja, ich hätte noch ein paar Ziele. Ob die dann auch was sind, das werden wir dann morgen schauen. Ich werfe jetzt mal noch die Angel aus. In der Ukraine habe ich mich gerade schlau gemacht. Gibt es eigentlich nicht wirklich sowas wie einen Angelschein, vor allem nicht an Binnengewässern, weil die gehören meistens irgendjemandem. Und das wird hier ja wahrscheinlich im Campingplatz gehören, weil das quasi komplett ringsrum. Und ja, somit werfe ich jetzt hier mal die Angel aus, weil der Kühlschrank ist ein bisschen leer. Vielleicht gibt es ja dann Grill. Die Fische wollten auch nach Sonnenuntergang nicht beißen, also habe ich ganz einfach die Aussicht hier genossen, direkt auf den See und haben noch ein paar Nüsse geknackt und Brot gebacken. Es ist ein ganz herkömmliches Bauernbrot. Ja, haben wir jetzt gebacken. Der Trick dabei, dass es oben auch braun wird, ist drehen. Die Brötchen halt einfach nach der Hälfte der Backzeit drehen. Und ja, die lassen wir uns jetzt schmecken, denn frisch gebackenes Brot ist mindestens so gut wie frisch gefangener Fisch. Stimmt. Was noch besser eigentlich? Ja, also ich mag halt Brot schon wirklich auch gern. Und wenn es dann noch ein bisschen knuspert unter den Zähnen, dann ist das hervorragend. Wie mögt ihr euer Brot? Seid ihr die Toastesser? Mögt ihr es ganz dunkel oder darf es auch noch warm und knusprig sein? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir sagen Tschüss vom zweiten Tag in der Ukraine. Morgen gibt es noch mal, ja, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen, das volle Programm, die ganze Dröhnung. Louis freut sich wahnsinnig darauf und wenn ihr euch auch so darauf freut, na, dann bleibt gerne dran. Lasst einen Daumen nach oben da und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.